Meine Damen und Herren, ich begrüße euch ganz herzlich bei der Pressekonferenz vom SEW, vom Landesverband und von der FSchiL. Wir sagen euch merci für den Interesse, den dafür als Sujet weist. Wenn da schon die Milch von euch schon mittags da, die sieht durch, dass wir die Kiewer im Gang sind, ein bisschen zu erneuern. Freda ist, dass wir ein paar Personen heute sitzen, Juncker. Den Auflauf von der Pressekonferenz, wir hatten eine Enquete gemacht, wir sind am Gange ein Journal Spezial zu machen mit 100 Seiten und 100 Diagrammen. Wir haben probiert, die wichtigsten zusammenzufassen an dem kleinen Handout. Ich meine, das gibt schon einen relativ flotten Überblick über das, was die Leute gerne tun. Für drunter so ein Link von das Dokument für das PDF aufladen, da müsste das im Prinzip möglich sein. Für was haben wir die Enquete gemacht? Wenn wir ein bisschen die Situation an der Grundschule gucken, dann sind wir leider nicht an der glücklichen Situation wie den Herr Meuch, der permanent auftritt und erzählt, wie wunderbar alles ist. Wir müssen also ein bisschen mit der Realität beschäftigen und die ist tatsächlich fundamental nicht wirklich gut. Wenn man in die Zahlen guckt, die auch vom Ministerium kommen, die Zahl von den Krankmeldungen ist enorm hoch. Es sind immens viele Leute, die Temps-partielle freuen. Probieren für einen Temps partiell zu gehen, wenn es ihnen wirtschaftlich möglich ist, nicht für mehr Freizeit zu kriegen. Mit ganz viele Leute, die sagen, leider bringen ich nicht mehr fertig, ich packe das nicht mehr für 100% Schuld zu halten. Wir kriegen auch Feedback aus den Schulen, die sagen, dass die Situation nicht ganz gut ist. Und nicht zuletzt, meine ich, als die Penurie, die im Moment am Fundamentallohn, wo wir gesehen, dass der Beruf wirklich keine Attraktivität mehr hat, das können nach Juncker sich dafür dezidieren. Ein klares Zeichen davon, dass vieles fundamental schief läuft. Wir haben noch die Enquete gemacht, ein bisschen für einen Testballon zu starten, für zu gucken, wie weit sind die Leute an der Schule sensibilisiert. Wir rechnen uns in dem Fall, wenn wir selbst machen, da kriegen wir 150 Antworten und dann sagen wir, okay, mit denen können wir Besuch hängen, wir kriegen doch 1 zu 200, da freuen wir uns immens. Und in diesem Fall, das ist wirklich groß, natürlich das überrascht, über 750 Antworten gekriegt, dass selbst für so eine Retour, den noch das Ministerium muss Questionäre normalerweise nicht tut. Und muss ich sagen, wir haben auch, wir haben natürlich Dokumente nicht teil, wer köpft den, die anderen Seite sicher geworden, das geht mir nicht. Wir hatten die Leute eigentlich als Anfangsidee gesagt, wir proposieren einen Questionär, den so ist, wo du so klickst, wo du bei einer Skala angehst, weil wir die Leute sind überfordert mit andauernd Rapporte schreiben. Wir haben aber schließlich sind wir hingegangen und wir gesagt, wir lassen die Möglichkeit für Kommentare zu gehen. Und wir waren nicht mehr wie überrascht, dass wir 380 DIN A4-Seiten mit über 700 Kommentare gekriegt haben, wo wir es wirklich lang und modernisiert haben, für die im Detail zu lesen und noch für zu gucken, weil wir gemerkt haben, dass da aber Leute den ganzen Kopf ganz censiert sich Gedanken gemacht hatten. Ich kann Dokumente weisen, es steht leider konfidenziell, aber ich meine, das ist relativ impressionant. Wir wissen noch nicht richtig, was wir damit machen sollen, weil wir den Leuten versprochen haben, dass wir das eigentlich konfidenziell halten. Können das also nicht in der Form publizieren. Wir haben eine Synthese gemacht, stellt sich ja immer im Raus, wenn es eine Synthese ist, die ist ein bisschen steril. Dateien sind nur Kommentare, die aus dem Bauch herausziehen, die auch einen gewissen emotionellen Wucht tun. Und ich meine, die ganz bedreckend sind teilweise. Das Ministerium hat gefragt, ob sie das gucken könnten. Wir haben das anonymisiert. Also der Tisch kann ich nicht raus von der Wind geschrieben hat. Ich gehe davon aus, dass man irgendwann so na lesen mal dran und dann mache ich mal ein konkret Bild, wie das im Terrain ausgesehen. Wir hatten nicht den Anspruch für eine wissenschaftliche Enquete zu machen, wenn Leute die will also nicht holen, ist das sicherlich möglich. Wir wollten einfach nur eine klare Frage stellen. Und wir wollten für allem Fragen nicht so formulieren, wie sie beim Ministerium dran sind, wo sich als Enseignant muss als Problem durchstellen, wenn sie so ein anderes Problem hinweisen. Wir machen allerdings auch, und das ist noch mehr bedenklich, eine Reihe von Kollegen, die uns mitgeteilt haben, weil wir den Namen gefragt haben an eine Mail, für einfach zu evitieren, weil wir das online gemacht haben, dass wir da ganz gut Nonsens Antworten kriegen. Da sind die gesagt, und sie geben das nicht machen, sie hatten einfach Angst. Und das ist extrem bedenklich, wenn Enseignants sich nicht mehr trauen, in einer Gewerkschaft mit ihrem Namen ein Questionnaire auszufüllen. Übrigens läuft eine identische Enquete, quasi dieselbe, liegt angepasst am Moment auch bei unserem Site für das Sekundär. Die ersten Rapporte online, wir wollten die nicht zusammen machen, für das Leute, das macht Antworten können aus den holen und dass die Leute auch wirklich auf die richtigen Antworten.
Ziel war es nicht, für Lohainer zu kommen und zu jämern oder für ein kurzfristiges Scoop zu machen. Wir wollen wirklich eine Kampagne lancieren und wir wollen einen Prozess initiieren, wo wir so gucken, da gibt es enorm viele Probleme. Kommen wir fangen nun, als die richtig Gedanken zu machen, dann kommen wir gucken, dass wir da Lösungen finden. Wir hatten noch echt Reaktionen und die waren, wie soll ich sagen, echt erschreckt. Ministerien, die gesagt haben, okay, mir hat noch gefehlt, da lebt, ob es nicht geht. Auch politische Parteien sind immer teilweise abordiert, weil das normalerweise nicht geschieht, für, dass wir können darüber diskutieren. Aber wir werden noch in den nächsten Wochen nach mit allen Parteien Kontakt aufnehmen, für wirklich zu gucken, weil wir müssen am Fundamental hauptsächlich mal direkt etwas ändern. Ich will kurz die Resultate auf 4 stellen. Ich hoffe, dass das noch nicht so lang dauert. Und dann noch just auf 3 Rubriken von den Kommentaren gehen, die als wichtig geschenkt haben. Ihr seht, dass wir 743 Antworten kriegt, das Chargé de Cours, das sind Diplomierten Enseignants, das sind Stagiären und es hatten auch noch 2 oder 3 Quereinsteiger sich gemeldet. Das ist die Abteilung, die wir auch gefragt hatten, entspricht ungefähr der Alterspyramide, die wir auch am Enseignement haben. Die Relation zwischen Frau und Mann, denke ich, dass entretemps aber, also dass Männer da ein bisschen überrepräsentiert sind, etwa also rund 20% von den Antworten waren von Männern. Und dann denkst du, und dann könnte man dann gesehen, da konnte gesehen, wie lange das Leute schon am Enseignement schaffen. Auf der Seite 3 sehen wir, dass wir aus allen Direktionen, wir haben leider auch gefragt, was für eine Direktion, dass wir aus allen Direktionen Antworten gekriegt haben. Ich habe noch schwer gemacht von den verschiedenen Antworten und auch von den Auswertungen, die wir gemacht haben. Eine nächste Frage war, der nächste Themenbereich war Wohlbefinden am Beruf. Und die erste Frage war, wie belastet fühlst du dich aktuell an deinem Beruf? Wir haben dann die Frage, ob von 0, von nicht gefordert bis 5, ob überfordert. Die Antworten, die wir abgedröselt haben zwischen diplomierten Enseignants, Stagiären und Chargé de Cours, da haben wir CDD und CDI bei der Auswertung immer zusammen geholt. Du gesagt, dass die Werte aber schon relativ hoch ist, dass die Leute aber schon sich ganz stark gefordert spüren. Und auf der nächsten Seite, ich erkläre vielleicht schon am Anfang, weil die Diagramme nicht mehr rumkommen, du gesagt, die Mittelwerte, die ziemlich hoch sind in diesem Fall, die ich bei Lehrpersonal als Moyenne von all den Leuten und dann als abgedreht, nur in den einzelnen Kategorien, wie man die Leute Questionnaire konnten andealen. Da kommen wir direkt bei die wichtigste Frage, die wir gestaltet und die wir ganz einfach formuliert, mit Leuten gefragt, hältst du gerne Schule? Und wir haben, das so überraschend, wir haben über 97% von den Leuten gesagt, ja, ich halte gerne Schule. 2% und du merkst, dass es dann hauptsächlich bei den Leuten, die schon 50 plus sind, die einfach sagen, okay, ich fange nur mitzugehen. Du hast die Begeisterung vielleicht ein bisschen Mann groß. Und da könnt direkt hinten dran und haben wir gefragt, ging es denn nach den aktuellen Konditionen den Beruf nach ein Jahr wählen? Und da sagen 61% nein. Die Leute haben gerne Schule, geben den Beruf auch nicht mehr wählen. Ich meine, da weist das direkt darauf hin, dass wir große Probleme haben. Wir haben da noch ein Jahr zwischen diplomierten Enseignants, Stagiären und Chargé de Cours differenziert. Aber was extrem bedenklich ist, von den Stagiären, die knapp 2 Jahre dabei sind, sind auch schon bald haltend, ich gebe den Beruf nicht mehr wählen. Also da merkt man tatsächlich, da lebt ein groß Schief. Dann haben wir gefragt, ging es denn nach den aktuellen Konditionen einem jungen den Beruf vom Enseignant zu ergreifen? 3/4 so nein. Aber besonders auch bei den Stagiären sind es 70%, aber ihr wisst, dass das am Anfang die sind, die mit ihren Kollegen, die just ein paar Jahre jung sind, schwätzen, verstehen wir auch für weiter, dass auf der Uni Lützeburg kaum noch Leute von gehen für den Beruf, also die sich für das Studium interessieren. Froh und die nächste Frage war, hast du schon durch für den Beruf zu wechseln, sachant, dass wir als Enseignant eigentlich sonst nicht anders können, da so übertäuschend, die sich die Gedanken schon gemacht haben. Natürlich meine ich, wenn wir in einen anderen Bereich reingehen, wenn wir Gesundheit, vom Gesundheitsbereich wären froh wahrscheinlich ähnlich. Wir müssen aber schon gesehen, dass der Teil aber große Malaise auch am Enseignement hinweist. Die nächsten Fragen sind über die Gesundheit gegangen, ob es einen Impact auf die Gesundheit hat oder nicht. Und da sehen wir, dass den auch ziemlich hoch ist, dass wir da weit auch über die Moyenne liegen, wir haben dadurch eine Gruppe gedröselt, noch Kategorien. Und dann haben wir auch gefragt, wie das sich in den letzten Jahren verändert.
als den Impact mir groß gehen, als mich schlimm gehen, hat die Situation sich verschlechtert und du hat eine große Majorität gesagt, die Situation hat sich an den letzten Jahren verschlechtert. Kann ich also sagen, dass an den letzten Jahren den Druck auf die Enseignants mir groß ging. Die selbichte Antwort gesehen dann nebendran, hatten drin nach ein für die einzelnen Kategorien. Wir haben dann noch nach gefragt, wie das nicht wie Troll aus im Moment, mir wie den Enseignant Troll vom sängischen Rolle an der Schule gesagt. Und da kommen wir eigentlich bei den Antworten richtig auf die klassische Rolle vom Enseignant, kann er zum Denken nur richtige Wissensvermittler an so führen. Das wird immer ganz viel sehen, Konfliktmanager, Erzähler von den Kanner, Animateuren, die als die Rolle gesehen, die mich Enseignants sich eigentlich, an der Rolle gesehen, die mich Enseignants sich eigentlich nicht. Den nächsten großen Themenbereich, das war Respekt, Unterstützung, Autorität, was wir auch gefragt haben. Da haben wir da gefragt, was du der Meinung, dass der Beruf vom Enseignant an den bekannten Kreis respektiert wird? Ziemlich hohe Wert mit dem Kommentar an den Drohnen, wo viele Enseignants gesagt haben, ich bin sowieso nicht mehr Enseignant, mein bekannter Kreis, wie das immer über die Schulschwester geht, kein anderer mehr mit mir aufsuchen. Dann haben wir gefragt, was der Meinung, dass der Beruf vom Enseignant von den Medien respektiert wird. Da sind Werte ganz tief. Also da muss ich sagen, dass Leute sich immens darüber beschweren, dass ganz oft an den Medien aber das Bild vom Enseignant vehikuliert wird, den die ganze Zeit frei und dann nicht muss schaffen, dann Gottes Willen nicht soll ich machen. Dann haben wir auch noch gefragt, ob der Beruf von der Politik respektiert wird. Und da sind die Werte ähnlich. Das ist am Anfang entgehend von dem, was erzählt ging als gleich auf der Table Ronde für die Wahlen, wo alle Politiker gesagt haben, wir müssen als Enseignant valorisieren. Die Message ist definitiv an den Schulen noch nicht gekommen, von dann doch schon so etwas Konkretes geschieht sein. Froh vom Beruf vom Enseignant an der Gesellschaft, auch da sind Werte nicht wirklich hoch. Dann haben wir die Frage gehabt, wir haben die neue Regionaldirektion, und da haben wir gefragt, fühlst du dich von der Direktion respektiert? Da sind Fälle ein bisschen mehr hoch, wobei er als Kommentar oft kriegt, ich hatte noch nie etwas mit meiner Direktion zu tun, ich kenne die Leute nicht, die sind so weit weg. Ich will mal einfach eine neutrale Rolle gehen. Also das sind die meisten, die Kontakte hatten, und aber die schon mal etwas mit der Direktion zu tun, und nun Plätze, weil ich gesagt habe, das war mir schwierig, wie ich gemeint habe. Ähnlich als mit den Leuten, die schulexternen Spezialisten, haben wir die mal genannt, die auf den Regionaldirektionen affektiert sind, von dort an die Schule geschickt gehen. Da sind Werte plus oder mehr ähnlich. Wir haben dadurch, dass wir sich gefragt hatten, an was für eine Direktionen das auch nach konnten das pro Direktion ausrechnen. Am Anfang wollten wir eigentlich, hatten wir als Objektiv Schüssreise von ob die Leute wirklich Urstadt Land ausgeben antworten. Aber wie wir dann das ausgewählt haben und das einfach auf Direktionen gelöst haben, haben wir herausgefunden, dass du ein Muster könnt und dass wir eigentlich die Leute getan hatten. Das war nicht als Absicht mehr, dass dabei rauskommt, bis hier Direktionen auch zu bewerten. Dann haben wir, und das meine ich als ein ganz wichtig, gefragt, ob die Leute sich selber respektieren. An ihrer beruflichen Praxis an der Schule oder ob da aber wirklich Konflikte entstehen und die Valore sind aber immens hoch. Das ist okay. Auch der Respekt von den Älteren als Englisch von den Valeuren hier gut. Wobei gesagt wird, am Allgemeinen, das waren Kommentare, ich habe gute Relationen mit den Eltern und die Eltern respektieren mich, mehr als in Einzelfällen von Leuten, die an die Schule kommen, die extrem penibel sind. Das hält teilweise so und das belastet mich mehr, wenn ich so einen habe wie 15 andere Leute, die respektvoll auftreten. Dann hat man gefragt, den Respekt von den Kannern für den Enseignants. Da sind wir mitgedeelt von unseren Kolleginnen und Kollegen, dass das relativ schwierig zu bewerten wäre, dass das von Jahr zu Jahr aufhängt, dass das ganz viel von den Kannern aufhängt, die Werte sind bis im Mittelbereich. Froh, ob Leute sich von der Direktion unterstützt fühlen. Da merkt ihr, dass es regional ganz große Unterschiede sind und dass die Kurve sich quasi allkehrs bei allen Frauen reproduziert. Fühlst du dich dann als nächstes, vorher hat man gefragt, an den pädagogischen Demarchen von den Eltern unterstützt? Das wird ja ganz wichtig, dass uns die Eltern permanent einen Senior vorstellen. Also es ist ganz schwierig für die Kinder zu schaffen. Da sind wir in einem Mittelbereich, den Menge mir nicht wirklich richtig durchgeht, die Wolle, die müsste eigentlich mehr hoch sein.
Da könnt ihr aber auch spannend froh, ob d'enseignant Mathieu Kritiken als Suggestionen genug Geheier bei den politischen Responsablen vom Unterrichtsminister fanden. Und dann für das mehr wie klar, nee. Also nicht nur die Gewerkschaft, die das gefehlt hat, und das immer sieht, mehr ein Dialog besteht von der Basis mit dem Minister, besonders mit dem Minister nicht. Wobei man als der Schulgeschwert als Gewerkschaft muss sagen, dass als Kontakt mit den Leuten, die im Minister arbeiten, relativ gut sind, aber dass die ganze obere Etage, dass da kein Dialog mit denen besteht. Dann hat man gefragt, ob der Enseignant eine Autorität vis-à-vis von den Eltern durchstellt, man auch einen Mittelwert kriegt. Und wir haben auch die Autorität bei den Kindern gefragt, wie gesagt, durch dieselbe Bemerkung, dass es immens schwierig ist, das zu generalisieren. Dann haben wir noch einen ganzen Themenkonflikt von den neuen Regionaldirektionen. Ich bin froh, wie bewertet dafür von den Regionaldirektionen, behindert meine Arbeit, hat keinen Abfluss auf meine Arbeit oder hat meine Arbeit erleichtert und verbessert. Da kann ich sagen, 50% von den Leuten sagen, ich merke keinen Unterschied. 30% sagen, das behindert mich. Und auf dem Strich, es kostet Geld, das soll gefordert gehen und das am günstigsten Fall ohne Abfluss. Also ich meine, wir kommen ja nur bei dieser Forderung zurück, die Regionaldirektionen, das ist ein klarer Flop. Zu ihren Aufgabe gehört aber auch, und das steht natürlich auch im Gesetz, dass sie auch pädagogischen Input geben, wie noch die Leute gefragt an den Schulen, ob das dann der Fall ist. Und das ist klar nicht der Fall. Das ist auch ein von den großen Klonen aus den Schulen, dass die Direktorinnen und die Leute auf den Direktionen schaffen, dass die so mit Administration beschäftigt sind, dass auch die Schulhallen und die pädagogisch frohen, dass sie für die überhaupt keine Zeit mehr haben. Wir haben dann umgelöst, ob die einzelnen Direktionen, und wir kommen am Fungel, die könnt die Kurve gucken, dass immer dieselbe ist. Froh fühlst du dich am Fall von einem Konflikt von der Direktion unterstützt, was ganz wichtig ist, weil man immer mehr merken, dass ein Enseignant sagt, ich stehe allein da, kommen teilweise nicht mehr gegen die Älteren nun, da kann meine Meinung eigentlich kaum noch durchsetzen. Da sind Werte an den Direktionen, gebe ich so mal Ausnahmen von länger, aber auch nicht so, wie sie sollte sehen. Dann haben wir noch gefragt, wann du dich um die Direktion wendest, kriegst du eine gute Antwort, als hilfreich, als lösungsorientiert. Viele Leute haben gesagt, wir hatten noch nie eine Frage, kann das nicht beantworten, haben mich noch nie an sie gewandt, haben sie noch nie gebraucht, sodass sie gesagt haben, wir haben dann einfach Fall 3 vergehen. Wie gesagt, sehen wir auch regional Unterschiede. Wir hatten nur noch den Sujet vom Stage mal dran geholt, und nun muss ich sagen, dass, wie der Questionnaire umgegangen ist, war nach Gesprächen mit dem Minister und während dem Questionnaire gelernt was, als dann herauskommt, dass der Stage von September ähnlich ist, da kann ich nicht wissen, wie die Antworten da gewesen wäre, wenn das von Anfang an klar gewesen wäre. Wir haben uns mal auf den alle Stage, so wie war, haben wir uns mal konzentriert. Geseiste Stage, wie geseiste Stage als Vorbereitung auf den Beruf, nicht sinnvoll. Und da haben wir dann auch wirklich die Alterskategorie, machen das klar, die 20 bis 29 sind die konzerniert. Auch die anderen Kollegen sind aber der Meinung, dass das absolut nicht sinnvoll ist. Was für Auswirkungen, dass das Motivation hat, auch da gesagt, die Auswirkungen, die sind ganz negativ, da sehe ich der Decourageant, die Falle liegt ganz nur bei 0. Und dann haben wir noch als letzte Frage, also wie gesagt, das ist ein bisschen schwach von den Fragen, das gibt halt noch ein bisschen nach mir lang, da haben wir gefragt, wie gesagt, den Arbeitsaufwand vom Stagiaire, kein Aufwand, sinnvoll oder übertrieben, und da ist die Antwort doch ganz klar. Und das ist nicht nur die Antwort von den Stagiären, sondern das ist natürlich die Antwort von all den Leuten, die am Enseignement arbeiten. Wenn erlaubt, will ich noch auf 3 Rubriken von den Kommentaren zurückkommen. Ich kann das quasi unmöglich, da eine Synthese von all den Kommentaren zu machen. Vielleicht die interessant sind. Wir hatten an dem Kontext von dem Impact auf die Gesundheit, haben auch die Leute Möglichkeit gehen, Kommentare zu schreiben. Wir hatten nicht gefragt, nur kranke Geschichten. Die Leute haben ihre Nummer gehen, sodass wir immens überrascht waren, wie detailliert eigentlich die Leute auf ihre Situation angegangen sind. Und das ist teilweise ganz erschreckend gewesen, für das zu lesen. Wenn immer rumkommt, ist das Stress. Die Leute wirklich nicht leiden immensen Stress mit all den Symptomen, mit Kopfweh, Probleme, Herzprobleme, dass sie nicht schlafen können, Tinnitus, das kommen, Burnout, Depressionen, Leute geschrieben, ich bin am Burnout, ich komme aus dem Burnout, ich riskiere einen Burnout. Keine Energie mehr für Familie, für Sozialkontakte. Und dann das permanent Gefühl,
von der Situation überfordert zu gehen, als an sich das, was viele Leute als Rückmeldung gehen nun. Und dann eben als Lesung, als ganz oft die Flucht an den Ton partiell, weil ich probiere mal ein halbes ich kann mal lesen, vielleicht geht das, vielleicht kriege ich das. Und dann, das war echt der Rahmen, auch Leute Bericht, dass sie von Kanner verletzt gesehen, dass er im Krankenschein war, weil sie attackiert gesehen, weil den Lo vielleicht nicht unbedingt gedurcht hat. Dann hatten wir zwei ganz offene wo wir auch altes 60 und Jahre waren, bei 100 Seiten Antworten gekriegt haben. Die erste Frage, was hat sich zum Guten geändert, seit es zur Schule hält. Und die meisten Leute, die haben nichts geantwortet, haben ganz viele haben nichts geschrieben. Die haben geschrieben nichts. Also das ist ganz klar, an anderen also Menschen, die gemalt so am Sinn von, wo kommt er dann auf die Idee, du hast nichts. Wenn wir aber dann ein bisschen optimistisch dann haben wir da durchgeguckt, ein bisschen positiv gesinnt, dann ist aber Heinz da abgekommen, dann hast du gesagt, gehen Teamen, Zyklen, Schulgemeinschaft, also etwas was Positives. Die Führung von der Schulkomitee in den letzten Jahren als positiv gesehen. Es ist ja nur gesagt, dass den Stage verändert wird, gibt es auch positiv gesehen. Den Fett das Punkten aufgeschafft gesehen, als für vielen als positiv gesehen. Und aber direkt an geschrieben, das Bewertungssystem, den wir haben, der hat leider nicht. Auch du misst dann aber, den hast nämlich bei den negativen Punkten ganz viel genannt gehen. Und dann hast du gesagt, die Kommunikation mit den Eltern, die war früher nicht existent, die besteht, das wäre ein positiver Punkt. Als bei den negativen Punkten aber rumkommt, dass du besteht keine Regeln, und weil Leute sich einfach nicht um die rudimentären Höflichkeitsregeln halten, da geht es ganz kompliziert. Voilà, was hat sich dann zum Schlechten geändert? Das haben wir dann auch probiert, irgendwie an einer Synthese zusammenzusetzen, die viele Antworten. Kann ich die ganze Wolle Administration holen. Siegfried quasi hat sich beschwert, dass es viel zu viel administrativ habe ich das Rapport, Reunionen, Konzertationen und so weiter. Wie schon erwähnt, die unverständlich Bilanzien genannt gehen, mit denen den Eltern am Anfang schwierig kann kommunizieren. Dann hast du das Gefühl, dass sie nicht mehr erreichbar sein, dass leider noch Direktionen новes Mail schreiben und dann nur quasi schon morgens früh um 6:30 eine Antwort werden. Dann das Gefühl, permanent kontrolliert zu gehen. Das Check neu zu sehen, wo ihr seht, alles, was ich meine, ich muss dokumentieren, ich muss ausschicken. Das ist etwas, was die Leute auch viel zu schaffen möchte. Bei den Eltern hast du gesagt, dass die Eltern zu viel Matspruchrecht tun, dass sie überall Vierrang haben, dass die Politik den Eltern oder quasi no lebt, und dass Direktionen a priori, wenn ein Konflikt auftaucht oder wenn jeden Punkt ist, wo die Leute sich nicht sind, wo direkt hinter den Eltern steht, dass ein Enseignant sich da relativ allein spielt. Ich meine, das kann ich noch vielleicht mit einem Beispiel dokumentieren, wenn ich mit einem Direktor seinem Liefsee schwätzt, da seht ihr immer mehr, und meine sich, seine Direktion, seine Profen und seine Schüler, aber wir mit diesen Direktionen schwätzen, die geografisch relativ weit weg sind, die so mehr Mengen Direktionen, also schwätzen dir, wenn sie die Schule mengen und die Enseignants an der Schule. Bei den Eltern könnt ihr nur noch dabei Respektlosigkeit, das wie gesagt in Einzelfällen, es sind aber Leute, die fertig bringen, Enseignants und Leben richtig schwer zu machen, so schwer, dass die tatsächlich teilweise nur beim Burnout stehen. Dann hast du gesagt, gehen viele Eltern und Hunde mit Möglichkeit für Verantwortung zu überholen. Sie sind so wenig bei den Kannern, dass quasi die Kanner nicht mehr gesehen. Dann hast du auch die Wolle von den Kannern genannt, was relativ flott ist, dass nie eigentlich, wie soll ich sagen, eine Responsabilität auf Kanner gelöst wird, das ganz klar auch von den Kollegen. Die Situation von den Kannern, die Lebensumstände von den Kannern analysiert gehen. Und da sagen sie, die Behandlung von den Kannern ist problematisch, weil sie andauernd an einer Fremdbetreuung sind, oft keine Grenze mehr abgewiesen kriegen. Aber was immer rumkommt, da das wirklich Struktur gemeint, und das will ich auch wirklich betonen, das ist keine Kritik um Personal, aber das ist wirklich Struktur des Maison Relais, wo gesagt wird, Kanner sind quasi an einem permanenten Animationsprogramm, können nicht mehr zur Ruhe kommen, haben nicht die Möglichkeit, kann sie sein, und sind teilweise von denen Funktionamentsmodelle an den Maison Relais noch überfordert. Das bringt dann aber relativ viele Verhaltensprobleme bei den Kannern mit sich, und notamment sind da viel gesagt, nur mit an den Schulen. Also quasi unmöglich, irgendeinen Unterricht zu halten, wo die Kanner sich nicht konzentrieren. Genannt gehen also auch ein Nivellement vers le bas.
wo sie so wir schwätzen nicht drüber, mir das ganz klar kann und immer viel Männer Kompetenzen. Viel kann kommen an die Schule können knapp schwätzen, kann sie noch nicht motiviert. Das sind ja merken einfach, dass sie gegen die Tabletten kaum nachkommen. Aber auch ganz schwierig ist, weil man ganz viel verhaltenskreativ in so kann an der Klasse hat, beschweren sich Enseignern, dass am die normal a gut Schüler komplett muss vernachlässigen in der kaum Zeit und sich um die zu kümmern. Die Direktion als annimmt gehen, werde ich auch schon gesagt tun, wenig Unterstützung von der Direktion nicht zu erreichen, das wirklich grob zwischen den Direktionen und den Schulen. Hat geschrieben, ich habe meinen Direktor noch nie gesehen. Das System ist auch vorgestellt gehen, viele Leute geschrieben, seit dem Gesetz von 2009, also eigentlich bis aufgegangen. Dazu gehört, dass man den berühmten Kontingent haben, den über 10 Jahre angefordert gehen, als wo immens viele Unterrichtsstunden verschwunden sind. Klasseneffektiver sind an die Lot gegangen, Kinder sind immer mehr, brauchen aber immer mehr Betreuung. Und ich meine, da sind noch zu viele Ressourcen, Personalressourcen verschwendet gehen für die unnötige Post der Responsabilität. Da kommen wir irgendwie an eine Situation ran, kann brauchen, wir haben klasseneffektiv an die Lot, wir schaffen da Preisposten auf. Die Rechnung kann irgendwann nicht mehr abkommen. Inklusion als kritisiert gehen nicht, weil Inklusion, Siegfried sagt, ja, Inklusion, muss man betonen, geht aber gesagt, so wie der Moment stattfindet, kann es nicht sein. Inklusion zum Nulltarif, das heißt, die kann gehen teilweise einfach an die Schule geschickt, und Senior muss gucken, dass es nicht geht. Kriegt, wenn überhaupt ein paar Stunden ein kleinen Hilfe, wo da viel gesagt wird, das kann nicht das Modell sehen, wie man Inklusion wirklich zu einem Succès machen. Dann ist auch noch gesagt, dass viele Enseignants Gefühl haben, dass die Autoritäten weggeholt sind, dass sie quasi machtlos sind vis-à-vis von Disziplinsproblemen. Und dass es auch nicht erreichen kann, nicht mehr. Aber kann wirklich ein Verhalten aufweisen, was nicht übrig ist, und ich keine Möglichkeit mehr, für da irgendwie zu intervenieren. Wir haben auch immer das Problem von den Remplaçants, besonders wenn die große Grippewelle kommen, dass Leute fehlen. Anders kritisiert gehen, dass wir ganz viele Quereinsteiger haben. Bei den Quereinsteigern ist gesagt, das ist eine ganz klare Message nach außen. Eigentlich brauche ich keine Formation, und damit so viele Leute als unser Beruf zusätzlich devalorisiert gehen. Fazit von dem Ganzen ist ganz klar, der fundamentale ist eine Krise. Und das meint das Wort, weil die nicht so inflationär benutzen, aber in diesem Fall muss ich das so deutlich sagen. Das ist aber eine Krise, die vom Medikationsminister verstoppt wird. Und da ist woran die Leute immens leiden, oder das ist ein offizieller Diskurs, wenn den Herrn normal lauscht oder so am Griff. Und die Realität im Terrain, das ist nicht dasselbe ist. Und in den letzten Jahren hast du den Enseignern eine Malko verpasst gehen. Die dürfen nicht mehr mit der Presse schwätzen oder müssen am Vierfeld eine Autorisation vom Minister kriegen. Das möchte die Leute zu schaffen, weil sie so im Juni am Anfang das Gefühl, dass da noch ein Bild vermittelt wird, was die Realität nicht ist. Wenn da Probleme an der Schule auftauchen, dann ist natürlich von den nächsten Reflexen von den Leuten, für zu sagen, da muss es noch Senior sein. Muss ich allerdings auch so, wenn die Leute an der Schule gut gehen, wenn das funktionieren, wenn die öffentliche Schule ein Successmodell wäre, dann meine ich, die Leute sich nicht beschweren über viel Arbeit. Ich meine, das ist schon der Fakt, dass sie merken, dass sie eigentlich trotz ihrem großen Ansatz nicht mehr den Bösen von den Kindern können gerecht gehen, weil sie dazu bringt, dass wir in die Situation kommen, wo die Leute wirklich nicht mehr gut geht. Das heißt, wir kriegen als Schule die gesellschaftlichen Veränderungen von dem letzten Jahrzehnt voll zu spüren, aber wir haben eigentlich keine adäquate Antwort. Da denkt sich, was die Reformen von den letzten Jahren waren, das war hauptsächlich Kürzungen, was Personal belangt. An richtig Antworten haben wir keinen gesehen. Die Responsable von der Schulpolitik, die haben da versucht, und leider an den Schulen rechnen noch nicht mehr damit, dass Politik oder die Hierarchien, dass die wirklich, wie soll ich sagen, die Dynamik entwickeln, für die Wirsel umzustreben. Die Ursachen haben wir noch schon gesehen, die Maison Relais wird immer genannt, aber strukturell. Gut gesagt, die Leute, die das schaffen, die engagieren sich, teilweise auch als Bedenken, merken noch, dass das nicht unbedingt den Besoin von den Kindern entspricht. Wir wollen aber auf keinen Fall, also SEW, und das ist ganz wichtig, um ein antiquiertes Rollenmodell rumkommen oder so, und okay, das funktioniert nicht an der Maison Relais, wenn ich klifft, Mama bleibt drin daheim, kann man dich ja mehr Kinder.
Ich meine, wenn wir ein bisschen an den Norden gucken gehen, da gibt es aber Modelle, die besser funktionieren. Geht also nicht nur durch, dass man so nicht ganz casual nicht mehr, man muss wirklich die Strukturen von der Maison Relais auf die Lehrstelle für zu gucken, dass das funktioniert. Was noch Schwierigkeiten in der Schule möchte, dass eben die Responsabilität vom schulischen Erfolg oder Misserfolg, die geht entretemps ganz auf den Enseignant umgelöst. Kann an Eltern empfangen sich als Klienten. Wir erleben immer mehr, und das selbst wenn in den letzten Jahren immens abkommen ist, kann kommen da hin, sitzen sich da, lauschen nur, meinen aber nicht den intellektuellen Erfolg, für zu sagen, ist sie responsabel, dass ich heute etwas lehre, und hier nur an einer Stunde, so einen Schulischen nicht verstanden. Schon möchte das Problem. Und irgendwann denke mir, dass ein Ausstudierung könnte, wo der Kollege so, meine pädagogische Fähigkeiten sind an, von denen vis-à-vis, und die kann dann nicht mehr selber responsabel sind, und nicht den intellektuellen Erfolg, weil mehr für zu lehren. Wir können eine Bildung nicht beim Enseignant bestellen, und wir können die nicht responsabel machen. Ich meine, wir haben zwei Responsabilitäten. Ich, dass die an der Schule, beim Enseignant, für guten Unterricht anzubieten, für allmählich Kanäle von den Kanälen umzuschwätzen, aber mit geht funktioniert auch nicht mehr, wenn man vis-à-vis auch Leute tun. Und das ist etwas, was da auch von den Eltern vehikuliert wird. So kann er hun vis-à-vis, die so, ich weiß, dass ich sehr responsabel, ich weiß, dass ich doch selber muss Erfahrungen machen. Also wie gesagt, der gesellschaftliche Wandel, den möchte dafür in der Schule nicht halt, wir dann die Hektik von all der, wir noch Fitness von den Changementen, die große Unruhe, die wir haben, und das ist etwas, was die Schüler immens prägt. Und die Konsequenzen gehen an den nächsten Jahren nach mir graf, wir werden die dann nur nach mir erkennen. Und Schule, die müsste kann aber auch bieten, für das auch zum Lehren können kommen. Und das ist aktuell leider nicht mehr möglich. Und die Hektik, die schnell wechseln, das produziert Stress bei den Schülern, das produziert Stress bei den Eltern, bei den Enseignants, bei den Edukateuren, bei Sitzfrieden, die am Anfang oder so zusammen schaffen. Und anstatt nur wer zu sich in den Stress zu reduzieren, aus dem aktuellen Trend den, was probiert geht, Enseignants zu lehren, den Stress zu managen. Stress soll nicht managen, aber Stress muss sich bekämpft gehen. Weil den Stressmanagement, den wir wollen, wo die Leute nach Formationen geschickt geben, wo sie noch zusätzlich Zeit verbringen, für dann ihre Stress zu bekämpfen, der noch dadurch entsteht, dass sie keine Zeit mehr an Formationen sitzen. Ich meine, da kommen wir nicht weiter. Und dann anstatt zu gucken, um Rau an Schule zu kriegen, tauchen noch immer Leute sogenannten Experten auf, das sind dann Coaches, Supervisoren und so weiter. Die wollen aber nicht, die lesen Probleme nicht, die probieren just Leute zu stärken, für das sie Probleme aushalten. Und dann anstatt überall neue Gremien zu schaffen, neue Zentren, neue Institute zu gründen, könnten die sogenannten oder selber ernannten Experten vom Träger an Schule kommen, dass sie möchten diplomieren und Senioren. Und da wäre schon ein Teil von der Penurie gelöst und ein Enkadrement wäre wesentlich besser. Also statt Formationen für gestressten Enseignants anzubieten, wie sie gestresste Kinder können besser helfen, für gestressten Eltern können besser beraten, gestressten Edukateure können besser unterstützen, sollten wir dann alle darüber nachdenken, wie die Schule von morgen kann aussehen, und wie wir den Stress sollen evitieren. Das ist aber ein Trend, der im Moment europaweit ist, von nicht weltweit. Also Lützburg hast du keine Insel. Und wir sind am Gange, die öffentliche Schule zugunsten von mehr oder weniger privaten Alternativen zu schwächen. Anstatt dass man die Schule als Vektor von der sozialen Kohäsion fördern. Die Mischblecken, also die Initiativen, die Privatschulen, die logisch bekommen, die Alternativen, da binnen die Splicken als Gesellschaft. Aber muss ich aber sagen, dass die Strategie von der Dekonstruktion ziemlich gezielter gesagt wird. Und dass wir am Moment am Gange sind, den Widerstand von den Enseignants gegen die Mesuren zu brechen, weil die Enseignants am Anfang kaum noch Zeit und für jede Situation zu reflektieren. Das kann ich nur belächeln, das kann ich minimisieren, das kann ich als übertrieben durchstellen, das ist normalerweise das von mir hören. Das kann ich aber nicht ignorieren. Aber mein gut Schule will für sie alle, dann meine ich, muss ein Alltag von der Schule lo, das sind dann die Enseignants, aber auch Eltern. Und da muss man ältere Vereinigungen, ältere Vertreter, Verbell abrufen, dass wir uns da irgendwie zusammen an dem Problem lösen. Ich meine, als Forderungen, die sich durchaus aus der ganzen Situation ergeben, gesellschaftliche Veränderungen, aber das geht weiter über den SEW. Wir können nicht als SEW fordern, dass wir die Gesellschaft verändern. Wir möchten meinen, dass aber den Enseignant, dem muss aufhängen, zu helfen, zu sensibilisieren, was manche als Kinder am Gang sind, umzudrehen.
Wir brauchen einen politischen Debat über die Zukunft von der öffentlichen Schule. Wenn ich glaube, den ehrlichen Debat. Wir brauchen nicht nachher den erzählt, wie schön und wunderbar alles das. Wir müssen die Probleme auch benennen. Im Moment sind wir just am Gangen oder Politiker sind am Gangen, sind durchzukehren. Aber wir brauchen einen Dialog. Dialog ist nicht, der Minister sagt, das Dialog. Dialog ist, wir gehen an die Schule, wir schwätzen mit den Leuten, wir lauschen und geschieht auch etwas. Wir haben im Moment an der Schule, dadurch, dass wir verschiedene Hierarchien haben, ein Weg von oben und rauf, der Minister dekretiert, dass aber kein Weg, keine Spur, die abfeiert, wo es vom Terrain raus, geben wir nicht mal Informationen, geschweige dann Suggestionen nach oben kommen. Der Contingent, wir geben gerne, wenn ich glaube, auf dem Niveau von 24.000 länger kommen, dass wir klasseneffektiver am Dollar zurückkriegen. Wir haben über 10.000 Wochenstunden aufgeschafft. Bei mehr großen Besoinen. Der Preis ist weggefallen. Der Marsch hat versprochen, die werden nur regional zur Verfügung. Das ist nicht der Fall. Also stundenmäßig ist es nicht dasselbe. Und die Leute sind hauptsächlich mit administrativen Absichten beschäftigt. Wir brauchen immer in der Gesellschaft Respekt für Enseignant. Wenn die Politik die Eltern am Anfang nachher mal unhält, alles auf Frage zu stellen, was ein Enseignant sieht, irgendwann leben kann, also auch nicht mehr. Die Autorität von der Schule muss gestärkt gehen. Und dann an der Praxis, wenn wir das ganz klein deklinieren, dann ist es, wenn ich die Administration beim Minimum reduziert. Ich verstehe nicht, dass wir 34 Jahre die Schule halten und 2 Jahre ausgefüllt und hat völlig nicht da rein. Daraus seid ihr nicht wirklich ein Avantage bei der ganzen Geschichte. Wir verlangen ganz klar, dass die Regionaldirektionen aufgeschafft gehen. Weil zwischen dem, was wir 2009 diskutiert haben, wo viele Kräfte für den Schuldirektor waren, und dann SEW sich ganz klar gesagt hat, für das Schulkomitee sind die Regionaldirektionen, die den Herr Meusch ohne großen Debatte angefordert hat, die schlechte Lösung. Definitiv, es funktioniert nicht, die sind weit vom Terrain weg. Ich will aber auch ganz klar sagen, dass man nicht hingehen, wir wollen als Gewerkschaft ein Match mit den Leuten machen, die an Direktionen schaffen. Wir sitzen alle an demselben Boot. Die Leute sind auch überfordert, haben dieselben Probleme wie wir, wenn wir als Austausch stellen fest, dass die dieselben Gefühle haben und eigentlich auch nicht das können machen, was ihnen um Herz liegt. Es geht ganz klar um Strukturen. Wir lassen auch nicht so, dass wir anfangen und Enseignants gegen Direktionen ausspielen lassen. Ich meine, das wäre nicht der richtige Weg. Voilà, und da brauchen wir ein sinnvolles Bewertungssystem. Alles Fragen, die wir schon hatten. Bewertungssystem jeweils auch ermöglichen, mehr eine ehrliche Art und Weise mit den Leuten zu kommunizieren. Ich meine, das gibt den Kontakt, den wir mit den Leuten tun, gibt das auch verbessern. Wir brauchen an der Schule auch Verhaltensregeln, die auch Konsequenzen mit sich bringen. Da geht es für die Enseignants, das ist richtig. Es geht auch für die Kinder und Konsequenzen sind aufgeschafft, sodass sie nicht mehr richtig funktionieren. Aber wir brauchen es auch für die Eltern. Ich meine, ich muss ganz klar sehen, über Leute, und das sind ganz, ganz wenig Ausnahmen, die können aber, das ist aber eins so extrem penibel, wenn so Leute an die Schule kommen, dann muss da auch Konsequenzen geben, wenn du Menassen aussprichst, wenn du extrem beleidigend ist. Ich meine, physische Gewalt moraliert, das wäre ganz rar, mir da auch schon gehen. Ich meine, da muss man aufpassen, dass man da auch Konsequenzen und dass man das können erbannen. Voilà, wie gesagt, wir wollen nicht auf 14 durchlesen. Wir wollen auch nicht, dass auf 14 durch das Sujet vom Tisch ist, dass die Gewerkschaft denken, mit einem Senior geschehen hat, da gesagt, ja, die Armen, geht halt Schule, gehen nicht weiter. Wir müssen ganz klar machen. Wir brauchen eine Penurie, wir müssen etwas für die Kinder machen, aber wenn wir nicht langfristig, mittelfristig reagieren, meine ich, da geht das schief. Wir sind als SEW bereit für konstruktiven Dialog mit allen Partnern. Aber wir werden als Mensch in der nächsten Zukunft noch nicht gehen, bis man da etwas bewegt.